In seiner verdienten Pause setzt er sich immer in den Garten. Ja, das ist auch typisch Lützebäuerisch. Den Akzent, den wir haben, wenn wir zum Beispiel Deutsch schwätzen, da hört man doch sofort heraus, dass man Luxemburger ist, nicht wahr? Der Mr. Science wollte herausfinden, für wer den der diese Lieder kennt, aber für wer es so schwer ist, ohne Akzent zu schwätzen. So, also ich mache einen Test über den Lützebäuer Akzent und ich will gerne herausfinden, wie einfach ein Lützebäuer Akzent am Deutschen erkennt. Und ich spiele da einfach 6 Tonbeispiele auf hier. Und du sollst mal so ein, wo ist der Lützebäuer ist, okay? Okay. Gut, kannst du da unten? Lützebäuer, Deutsch Akzent oder Anna? Mal gucken, ob sie merken, wie einen Akzent tut. Wenn du schon keinen Sport machen willst, dann isst nicht auch noch Schokolade. Wenn du schon keinen Sport machen willst, dann isst nicht auch noch Schokolade. Top, war schwer. Oh, das ist geil. Also verschiedene heute den wirklich gut raushören. Mein anderer da sind sich nicht sicher. Worin ist denn erkannt, den Akzent? Zum einen wie Schokolade ausschwätzt, zum anderen CH, SCH, wie das ausschwätzt. Sie so oft so den und so. Da ist so einfach flüssig, aber Lützebäuerisch könnte so dabei werden. Nicht zur Post einfach. Das ist schon interessant. Quasi Gipferen hat direkt den Lützebäuer Akzent erkannt, aber die Manns die konnten so ein Wohl genau hier. Und beim Experiment von heute will ich das aber ersichern und dafür fängt man mal mit einem einfachen Beispiel an. Jetzt? Wann Bengel jetzt? Ja, beides, genau. Machen wir noch eine Drippe da drin? Und wenn du dich gut schickst, ja. Also wenn du... Ja, die Sendung war ziemlich memorabel, aber ein bisschen peinlicher so unseren Akzent aber schon. Nee, das gebe ich nicht so sagen. Viele Deutscher fanden den Lützebäuer Akzent sogar ziemlich interessant. Also der Lützebäuer Außenminister, den hat Lützebäuerisch wieder verdeutscht und das verstärkt natürlich enorm stark den Akzent. Aber ich kann auch ohne luxemburgische Wörter den Akzent übertreiben. Ich gesehen, du müsstest dem Außenminister Konkurrenz. Ja, schön, und natürlich nur bewusst, wie der Ernest betont, Akzent als ganz charakteristisch. An den Lützebäuer Ich, den ist viel mehr hart wie den deutschen Ich. Dein Beispiel von Vierdrun war aber manner evident. Ja, nee, das habe ich mit einer Sprachforscherin zusammen gesagt, für die Subtilitäten vom Akzent herauszufinden, aber bei der Forscherin ging ich noch hin. Salut Judith. Moi Joseph. Ich habe noch mein Sprachanalyseprogramm, mit dem ich all mögliche Sachen über Spruch und Stimme kann herausfinden, zum Beispiel wegen Frequenzen der Spruch zugrunde legen. Aber viel interessanter ist, ich kann auch mal Spruchmelodie analysieren. Also Spruchmelodie, die Intonation. Und habe ich zum Beispiel das Beispiel auf der linken Seite, also von einem Lützebäuerischen Sprecher, auf der rechten Seite das von einem deutschen Sprecher. Und wir gesehen habe ich schon ganz deutlich auf dieser Platz einen Ausstieg von der Stimme. An du noch ein Auffall, den auf einem mittelhohen Plateau quasi bleibt. Und das ist eine ganz typische Bewegung, die wir am Lützebäuerischen rumfahren. Während am Deutschen habe ich zwar auch den Ausstieg, aber du noch einen starken Fall, und diesen Ausstieg ganz zum Schluss. Wie hättest du das denn? Das klingt so. Sport machen willst. Vom Lützebäuerischen Sprecher. Sport machen willst. Vom deutschen Sprecher. Okay. Also auch wenn es ging, wieder wie Sport komplett richtig ausschwätzen. Ja. Ne? Also wenn in Deutschen das ging machen, die Melodie gehst du nicht lassen. Und dafür haben wir das Programm, die weiß als die immer richtig unnötig. Die kannst du nicht über Listen quasi so machen, wie wenn es ein deutscher Sprecher wird eigentlich. Okay. Und wo kommt das dann her? Das ist eigentlich etwas, was als Baby schon so war, schon sogar am Bauch von der Mom. Da imitiert die Eltern und ihr überhaupt Spruch lehrt den Ton, Melodie kennen. Also ich kann also gar nichts für meinen Akzent im Deutschen. Das ist alles die Schuld von meinen Eltern. So kann ich das auch von Gold so. Aber natürlich kann ich ein bisschen noch verbessern gehen. Also vielleicht bei Diktionskuren oder so kann ich noch etwas rausholen. Gut, dann mache ich merci. Für den Diktionscrashkurs geht Joseph an de Konservatoire. Ziel für so Kuren ist für selbstsicher wertvoll Texte für einem Publikum zu drohen. Ob man so einfach. Nur pur Lockerungsübungen. Ganz labber, aber ja, Gött man Joseph für allem und pur lauter geschafft. Denkt nach an die Schäferstellung vom Bösch am Sommer mit den Baumkronen, okay. Wo dann die Wand duster durchrauscht. So.
Wunderbar. An dem das der Rutschs vom I an den CH. An Joseph, was du deinen Akzent schon lass? Wenn du schon keinen Sport machen willst, dann ist so eine Pause. Dann ist nicht auch noch Schokolade. Voilà, tipptopp. Also ich muss schon so, die Übungen halt, die bringen immens viel und sie machen auch Spaß und das hatte ich nicht gedurcht. Aber natürlich für den Akzent auszugehen, brauche ich immens viel Übung. Wir haben auf jeden Fall schon eine Aufnahme gemacht und die gehen ich mit Leuten 4 spielen und da bin ich gespannt, ob sie einen Unterschied bei mir merken. Okay. Wenn du schon keinen Sport machen willst, dann isst nicht auch noch Schokolade. Wenn du schon keinen Sport machen willst, dann isst nicht auch noch Schokolade. Bei denen zwei, also das ist ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du schon keinen Sport machen willst, dann isst nicht auch noch Schokolade. Den hast du nicht Deutsch. Wenn du schon keinen Sport machen willst, dann isst nicht auch noch Schokolade. Den auch nicht. Zwei waren einfach nicht Deutsch. Das ist schlimm erkannt. Außer der stimmt. Die zweite war besser, oder? Ja, das war, ja. Okay. Nee, das ist wirklich schwer. Ja, aber okay, dann, als du gesagt hast, ist der kleine Schokolade. Ah, super. Hat schlimm. Merci vielmals. Mal gern geschehen. Merci dir.